echten Adventssonntag begrüßen Sie sich aus der Kirche von Asselburg, mir überdroh von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Cécile Asselburg, Dirigentin ist Monique Palzer-Weber, Organistin Dan Weiss de Jong. Sie spielt als Entree Präludium von Johann Krieger. Duno Sangener singe im Advent von Meyerhofer, Kyrie Ent, Alleluia Africain, Zeige uns Herr vom Brettner, Sanctus an Agnus aus der Steinfelder Marienmesse, Advent ist ein Leuchten vom Meyerhofer, und als Schlusslied Advent, Advent vom Stefan Botur. Durchel spielt als Sorti Wachet auf vom Johann Gottfried Walter. Mat mir kon zelebriert den Herr Lubomir Fabcin, Pastor am Pfarrverband Windschach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der ist, der war und der kommen wird, er sei mit euch. Lief Leitheit zu Asselburg an der Kirche, lief alle Gul, die da über Medien mit uns verbunden sind. Haut fängt den Advent an, Zeit vom Kommen von unser Herr. Während der Zeit will wir zwei Sachen machen. Für die Fest vorbereden von dem ersten Kommen von Jesus als Mensch. Und da will man aber auch erst werden bewusst machen, erst werden ob sein Irrem kommen, Ende von der Zeit an Herrlichkeit. Also Herr könnt immer für eis Fried. Los man lo richtig empfängen an dieser Feier, wo bei eis könnt, an eiser Gemeinschaft, an seinem Wort, an am gedeelte Brot. Wir wollen uns lo für das Heiligmaß abmachen und dadurch vorbereden, dass wir den Herrgott um Verzeihung an sein Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die Segnung von Maria, alle Heiligen und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, bedenkt die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns nah, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah. Darum lasst uns ablegen die Werke des Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Aufschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sofort nach den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern
und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen, und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen 4 Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und tranken und heirateten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von 2 Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von 2 Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, gut schlafen als ein Kunst, seht ein Reklam für Matrassen. Froh, gehört ihr zu denen, die gut schlafen, als eher aschlafen, aber ihr da seid froh und genießet. Weil gut schlafen und aschlafen als ein Segen. Wer aber, wenn die Müdigkeit sich Rex überfällt, wer von der grad Matzen an der Arbeit sitzt, Steuer sitzt oder ich mit engem trefft, kurz von den Zeitpunkt für gut zu gabsen oder ungestrengt dahin abzubehalen, total unpassend ist. Lo nimmer nicht entschlafen. Am Paulusbrief steht das Botschaft dick in der Strach zwischen den Zeilen ermengt, entschlaft nicht glavesmäßig, halt ihre Glaven wagerig. Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen, so get appelliert. Auch der Jesus rief da so, wagerig zu sein. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Darum haltet auch ihr euch bereit. Wagerig bleiben, das nicht gesot. Aber wat mader, wann Müdigkeit ich ob einmal überfällt, als ich blei schwer ob Ahe lädt. Bestimmt tut dafür am Laufe der Zeit die eng oder einer Strategie entwickelt, gehend en hartnäckigen Down an der Mittelstunde Irrsinn oder einer Auffall von Müdigkeit, zum Beispiel Oves 400 Telle Kanapé, de gute Kanapé. Vielleicht geht bis und frisch Luft oder mal dich Kaffee oder schwarzen Tee. Wenn erbig dazu lässt, kann Bewegung helfen. Auch Musik kann Dingster leisten. Kalt Wasser an Gesicht, ein erfrischende Gu auf der Zunge. Der Kreativität sind keine Grenzen gesagt. Wie steht es im eisen adventliche Glaven? Wat putscht, so wie der Kaffee, als Hoffnung ob, dass Christus kommen soll. Wie halten wir als religiöse Überzeugung fit an mobil?
A wat bringt frisch Luft an neue Schwung an als Relation mam Herrgott? Hummer auch dofir als Method fand. Der Jesus leif Leid probiert, lädt möglichst niedrig zu halen, an de Level von den Exigenzen nütze höch zu schrauben. Hier gedeis Signaler und Hand auf vier und allen, für zu erkennen, wenig et heich sei das, dass Kaffee oder frisch Luft hier Wirkung solle weisen. So wie sich Figebaum de Summer, die könnt erkennen lässt, auf wem bei Westwand op Rehn werden, so gëtt doch Zeichen die ukenischen de Mönchesohn Christus könnt. Zum Beispiel alles, was man als Katastrophe erleben, individuell a kollektiv. Pech am Leben, an der Familie, Unglück, Naturkatastrophen, Krankheit. All dat kann eis ein Hinweis sein, ob dat endgültig dat allgemeint an eis persönlich, was Christus definitiv könnt, für eis. Den Heilige Paulus für den Anerschien. Hier motiviert sin Gemeinschaft, rift sie immer a persönliche Briefe op, wie sich zu bekehren, an durchzuhalen, no Motto, rab dich op, verfall ne derem allen Trott. Rein biblisch gesehen steht es also an einem adventlichen Programm für werkrecht zu bleiben, Paulus als Personal Trainer zwecks Bekehrung, an Jesus als Coach zur Seite, den mat der Scheierbrett winkt durch dat, wat seht, an durch dat, wat eis so geschieht. An nach viel mehr huet christlich Glaubensgemeinschaft sich afhalle gelos. Eng Adventszeit, für sich darauf zu konzentrieren, werkrecht zu bleiben, dat kennt als Kirche schon hinter dem 7. Jahrhundert. Und am Lauf von den Jahren hat sich ein ganzes Repertoire von Signaler dabei gesellt, die weide Stern von Bethlehem ob Christus weisen, und dazu encouragieren, werkrecht zu bleiben, an zu werden, ohne anzuschlafen oder zu flemsen. Und nächster Stelle, auf ihren allem natürlich, Lichtsymbolik. Wenn es so lang deichter als a wenig Sonne könnt, da geht ihn automatisch mehr sehr mit. Da tun wir an de Genen. Mir spätst vom Dezember un sie viel Gebeier a Plätzen extra belicht. An des Lichtblicker halen eis a fest op, aber wirken net zuletzt, dass wir werkrecht bleiben. Adventskalenderen drücken viel Fried ob Komme vor Christus aus. Helfen aber auch, Genotyp von Kalender, den eigenen Glauben mehr intensiv zu leben, sind also auch ein Sort Personal Trainer, nur Vorbild vom Heiligen Paulus. Rorate Gottesdienste a Kirchen, wo kein Luchten an nimme Kerze brennen, und ein reich Lichtsymbolik. Und auch weil sie zu ungewinnten Zeiten aufgehalten gehen, erinnern sie stark und Motiv vom werkrecht bleiben. Donieft geht es nach Kichelcher Backen, den Adventskranz, Kado präparieren, der Christbäumchen oprichten und nach viel anderes mehr. Ein ziemlich buntes Programm also, wie das nicht plötzlich ein Bleien Middigkeit über das könnt, die als vor Christus aufdriften geflossen. Auch ein anspruchsvolles Programm, den als Hoffnung niere Welt an Möglichkeit ubit, am Alldach, alles in der 40, wo singem kommen, zu gesinn, zu deiten, an zu erleben. Sein echt kommen ob Christtag, an sein zweit kommen letzten Tag. Zu diesem adventlichen Programm sind ihr all, lief mat Christen, invitiert, mit dem Jesus und mit dem Paulus und unserer Seite. An Agebet, an eine kirchliche Gemeinschaft von Matchristen, die auch leben, und die probieren, mit dir werkrecht zu bleiben, wann den Herr könnt. Werkrecht bleiben, kein verkörpert das besser wie die Gestalt vom Nuchtswirchter. Die gibt jo haut nach a Kliniken an Anstalten. Hier muss hellwach sein, a Geforen erkennen, an Asprangen, sobald selbst der Reidanst. Nuchtwirchter sind hecht, aufmerksam sind ob Leben, und dat nicht nimme bei Nucht. Auch als Christen sollte man an Ohren ophalen, Geforen erkennen, an andere ob Risiken aufmerksam machen.
Lo vom Schlof opstohlen, sete Paulus, an mengt, die jetzig Zeit als Zeit von unserer Berufung Christ zu sehen. Tut kein Wert, nostalgisch die Vergangenheit zu verklären, geht Lo, Gegenwart. An eis deichter Zeit, mit ihren Brennpunkten, sind wir herangestalt, für zu wirken und zu gestalten. Also nutzwirchter Sinn. Bedenkt die gegenwärtige Zeit, rief den Heilige Paulus seinen Auditeuren zu. Das heißt, denkt no, holt nicht alles nimmen mit Schillerzucken zur Kenntnis. No denken, mat denken, drun denken, überdenken. Das wären wichtig Verhaltensweisen. Dabei auch an unsere Mitmensch denken, a von ihm hier denken, ihm auch a Gedanken, a Gebet widmen. Bedenkt die gegenwärtige Zeit, heißt aber auch aus einer gegenwärtiger Zeit etwas Besseres machen, wie sie sich selber präsentiert. Die Stunde kommt, vom Schlafen abzustohlen, sagte Paulus. Könnte es sein, dass wir als Christen so manches und gute Möglichkeiten verpennt tun oder dabei sind, es zu machen? Mehr Ersatz für Frieden an der Familie, an der Welt, an der Kirche. Mehr Dosin für die anderen und nicht nur für mich. Mehr Abbrechen und Peripherie, wie unser Papst Franziskus nicht mitgeht zu predigen. Also, gib mir einen Stoß. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in den Film Titanic guckt, staunt ihr nicht schlecht über die unbedarften Passagiere, die auch kurz ihr den gigantischen Dampfer innergeht, nach nicht von der Katastrophe, die am Gang ist, wissen wollen. Ob mir nicht doch denen heiens gleichen, die Vulkan sitzen, ihren explodiert, oder Schiff ihret innergeht. De Noe seiner Zeit bei der Sintflut als an Dachche geklommen an as gerett gehen. Wo as eis Rettungsplank, den wir ergreifen willen. Strecke ma eis Hand da no aus. Christus, die könnt, streckt eis Singhand entgegend. Amen. Aber sehnen lo als Adventskranz erfängen dann noch die erste Kerze an. Lasset uns beten. Jesus Christus, du bist das Licht, das unsere Finsternis erhellt. Du bist der König, der uns Frieden bringt und der uns zum Frieden ruft. Wir schmücken unsere Räume mit dem Adventskranz. Mit seinen grünen Zweigen und den Kerzen ist er ein Zeichen der Hoffnung auf dich. Er ist Zeichen deiner Würde und Kraft. Er zeigt, du bist nahe, du kommst gewiss. Wir spüren deine Nähe und deinen Frieden jetzt im Schein der Kerze. Wir spüren deine Nähe und deinen Frieden jetzt, wenn wir miteinander feiern und diesen Adventskranz segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aber können wir zusammen leise glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Christus, sein Eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Großer Gott, du hast Jesus Christus als Licht für alle Völker in die Welt gesandt. Dich bitten wir. Wir werden für die Kirche, die zu allen Zeiten ein Platz von der Einheit soll sein. Das sind Menschen immer nächst an der Lebt an drei zu dem Wort zusammenfährt. Christus sei Reis. Haltet Menschen wachsam an der Gefahr vom Leben. Lass sie mich Frieden haben am Licht wie an der Deisterheit.
Lass den Wohlrecht an den Gerechtigkeit an Eis allwase, Christus sei Reis. Lass Eis mi Aufmerksamkeit an Oppese für die Licht, die voll Hoffnung ob Eis Hölle werden, für ihr Platz am Leben nächst zu fannen, Christus sei Reis. Feireis als Zeichen von der guten Nachricht an diesem Advent, trotz eisen alltäglichen Sorgen, mit Fried und Besinnlichkeit auf Christus zu. Christus sei Reis. Wir beten für ein Leben verschworben. Lass sie am Licht von Gott sie für immer. Christus sei Reis. Gütiger Gott, du willst, dass die Menschen in Frieden bei dir geborgen sind. Begleite du sie in dieser Zeit der Erwartung und Hoffnung. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit, du beten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen, von dem Jung eiser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrode gouf, wo den Tod op sich geholt huet, do hält den Brot aus in Hän, se den Dank gebiert, bricht Brot, regnet singe Frin seht, holt an erst alle gut davon, der teiers mein Leib, get hier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirch, se drimmen Dankgebiet, rechte Kirch singe Frin seht, holt an dringt alle gut raus, der teiers de Kirch mat mingen Blut, Blut vom Neien an ewige Bund, et fließt für ich an die viel Aner für dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkenne ich mir, dein So feiere mir hellige Pap, dun denke von dem Jung, der für uns gestorben an Oberstern ist. An so affirmer dir Brot vom Leben an der Kirche von der Erlesung. Mir sohn dir merci, weil du hör seist Beruf für von dir zu stohen an dir zu dingen. Mir beten dich, lo seist Deelholen Leib an Blut von Christus, dat ma eend gehen durch den Heilige Geist. Denk und denk ihr Schwester der Welt, allos dein volle Gewissen an der lebt, zusammen mit eisen Papst Franziskus, eisen Bischof Jean-Claude, mit den Geistlichen, an all denen, die am Denkstift von der Kirche. Denk an alles Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An all diejenigen, die an der Gnade gestorben sind. Hol sie oben bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich also all, schenk uns ewig Leben, mit Maria der heilige Gottesmann, mit den Aposteln, an all denen, die Gnade von wo bei dir in der Welt besteht. Mit ihnen all, los als dich leben an Ehren, durch dein Jung Jesus Christus. Durch Hirn am Mattheman anheben, dir allmächtige Pap an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an Eher, lo an immer an ewig. Amen. Und lo will man zusammen noch für den Aner so beten, wie Jesus Christus selber eis gelehrt wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt,
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden, und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Asselbuch. Den nächsten Sonntag, 2. Advent, über Dromatmas von Schöffling. An los schalten wir zurück an die Stadt.